Hallo, hallo. Ich begrüße alle Expats in der Schweiz. Ich bin da gerade am Arbeiten. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Hallo, hallo. Woher kommst du? Kommst du aus der Schweiz? Kommst du aus dem Nachbarland, aus Frankreich? Kommst du aus Deutschland? Woher kommst du? Und jetzt muss ich gerade schauen. Ich bin da am Arbeiten. Da ist iCloud. Hey, hallo zusammen. Hallo, hallo. Wir wollen über Fußball reden, Fußball spielen. Wir lernen zusammen Schweizerdeutsch. Und das nächste Thema ist Fußball. Wir wollen über Fußball reden. Ich glaube, das Fußballfieber hat viele Leute gepackt. Wie ist das bei dir? Spielst du gern Fußball? Interessierst dich für das, was läuft in Amerika, auf dem Kontinent Amerika, über den World Cup, also die Weltmeisterschaften? Interessierst du dich dafür? Die Schweiz hat schon einmal unentschieden gespielt. Ich weiß gar nicht, ob sie schon das zweite Mal gespielt haben. Sagt mir, hat die Schweiz schon mehr als einmal gespielt? Und für wer bist du? Für wer bist du? Hallo, ich kann deinen Namen nicht lesen. Hallo, hallo. Verstehst du, wenn ich Schweizerdeutsch rede? Woher kommst du? Woher kommst du? Good evening. Hello, Michael. Michael. Guten Abend. Spielst du Fußball? Do you play football? Do you play football? Spielst du Fußball? Bist du ein grosser Fußballfan? Tust du shooten? In Swiss German we say also shooten, to play football. Shooten. You understand Swiss German? Okay, Michael. Du verstehst Schweizerdeutsch. Und Mr. Hello, ich kann deinen Namen nicht lesen. Verstehst du Schweizerdeutsch? Verstehst du Schweizerdeutsch? Wir haben einen Kanal und wir lernen da zusammen Schweizerdeutsch lernen. Vielleicht verstehst du Hochdeutsch, wenn ich Hochdeutsch spreche. Verstehst du mich? Ja? Yes. How are you? Thank you. I'm fine. How are you? I had a good day and now I have to work a little bit. I want to load our new lesson, our new Swiss German lesson and our new German lesson. I want to upload it so people can already have a look at it on the weekend, and then we can start. We will have a live lesson with this theme, with these lessons on Monday for Swiss German and on Tuesday for German. So I'm uploading these lessons. When I uploaded them, I can show you how it looks and what we will do. So, wir reden über Fußball. We will speak about football. When I was young, we played a lot. Football with the kids in the area. It wasn't always my favorite game to play because I had to run a lot. So I liked to be in that. I like to be goalkeeper. Ja, Michael, genau. Ich habe Schweizerdeutsch reden. Hast du als Kind auch viel Fußball gespielt? Hast du viel geshootet? Habt ihr viel geshootet? Fußball ist sehr ein populärer Sport, vor allem unter den Buben.
Aber auch Mädchen spielen Fußball und der Frauenfußball ist seit letztem Jahr oder wird es in den letzten Jahren wird er immer populärer. Aber jetzt ist kein Frauenfußball. Jetzt spielen die Männer wieder. Es ist ein grosses Event in Amerika und man kann ganz viele Matches schauen. Es gibt viele Matches, häufig in der Nacht oder spät am Abend. Ja, für wer bist du? Nicht zu viel. Michael, was meinst du? Du hast nicht zu viel Fußball gespielt als Kind. Du hast nicht zu viel Fußball gespielt, ja? Vielleicht ist es für dich nie zu viel, weil du so gerne Fußball spielst, dass du jeden Tag kannst Fußball spielen und es ist nie zu viel. Ja. Wir haben am meisten Fußball gespielt, aber ich habe auch sehr gerne Volleyball gespielt. Aber die anderen Kinder, es hat mehr Buben gehabt bei uns im Quartier und wir haben einfach mehr geshootet. Ja. Ich habe mich im Goal spezialisiert, aber ich habe manchmal auch noch geshootet mit meinen Kindern. Ich habe 3 Buben und 1 Mädchen und meine Kinder haben immer sehr gerne geshootet. Als sie noch klein waren, ist das gegangen. Aber jetzt habe ich keine Chance. Wir sind vor einem halben Jahr, echt im Herbst oder im Frühling, im Herbst, sind wir wieder Fußball spielen mit den Kindern und mit unseren Gästen und es war lustig gewesen, aber die Kinder haben uns müssen lieb sein mit uns und uns Chancen lassen als Erwachsene, dass wir auch ein bisschen den Ball haben können. Sonst wäre es ein bisschen langweilig gewesen. Also, wir werden nächstes Jahr kann ich sagen, am Montag und am Dienstag, nächste Woche, werden wir über Fußball reden. Was, wenn du Fußball gespielt hast, was bist du am liebsten gewesen? Bist du am liebsten ein Goalie gewesen? Oder bist du am liebsten ein Spieler auf dem Feld gewesen, mehr in der Verteidigung? Oder im Angriff bist du ja, Verteidigung oder Angriff? Ich bin gar nicht mehr sicher, ob ich das richtig sage. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. You have to learn German. Ja, du kannst Deutsch lernen. Du siehst in meinem Link, in den Informationen, hast du auch einen Link zu meinem Deutschkurs. In the German lesson, we also speak about football next week. So go and have a look and see what we do in our German course. You can subscribe 7 days. It's free and then it costs 59 francs per month. Defense, Michael, du bist in der Verteidigung gewesen. Verteidigung, Defense. Das ist gut. Man muss sich verteidigen. Okay, ich bin da noch ein bisschen am Arbeiten. Wenn ich zu viel rede, vergiss ich es Arbeiten. Im Moment tue ich den Bildernamen geben. Ja. Hast du schon ein Fußballmatch geschaut? Hast du schon jetzt von der WM, von der Weltmeisterschaft, hast du schon ein Match geschaut? Ich muss sagen, ich habe noch gar nicht geschaut. Aber ich habe mitbekommen, dass die Schweiz gegen Katar unentschieden gespielt hat. Die Schweiz hat gegen
Katar unentschieden gespielt. Das ist doch eine Überraschung gewesen, oder? Was denkst du? Was denkst du zu dem Resultat, dass die Schweiz gegen Katar unentschieden gespielt hat? Also es ist, glaube ich, 1:1 gewesen. 1:1. Unentschieden. Ich denke, sie sind die Favoriten in dem Spiel. Sie sind die Favoriten, sie hätten gewinnen. Ja, Michael, das ist eine gute Idee. Du musst mit ihr reden, du kannst ihr den Kurs zeigen. Wir können auch zusammen abmachen und ich kann mit ihr reden. Auf WhatsApp zum Beispiel, du kannst mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken. Meine Telefonnummer sollte auch dabei sein. Wenn du unten im Film siehst, alle die Informationen zum Film, dort sollte meine Telefonnummer auch sein. Oder wenn du etwas zum Schreiben hast, kannst du sie gerade aufschreiben, das ist vielleicht eine gute Übung. Das ist eine Schweizer Nummer, 0041 77 942 21 21. Oder 0041 77 942 2121. Just a question. Ja, Michael, was hast du für eine Frage? Ich warte auf deine Frage. Für wer bist du? Für wer bist du in der Weltmeisterschaft oder generell für welches Team bist du? Bist du ein Fan? Ja, für wer bist du? Welches Team unterstützt du? Ich bin für die Schweiz. Ich bin für die Schweiz oder ich bin für Polen, aber Polen spielt, glaube ich, gar nicht. Mein Mann ist Pol. Wenn ich nicht für die Schweiz bin, dann bin ich für Polen. Und sonst bin ich für die gut spielen. Für die viel trainieren und ihr Fach kennen. Michael, du bist als erstes für die Schweiz und als zweites für Frankreich. Und wenn die Schweiz gegen Frankreich spielt, dann bist du für die Schweiz. Okay, super. Das ist der Kanal, wo wir Schweizerdeutsch unterrichtet. Dann wollen wir die Schweiz ein bisschen beliebt machen. Genau. Also, es geht auch ums Fernsehen schauen, das Spiel schauen, auch was wir für Sport machen und was wir für Sport schauen, online. Viel ist entweder im Fernsehen oder über YouTube oder andere Plattformen. Also, ich muss dir sagen, also, wenn ich im Ausland bin, dann verwechseln viele Leute Schweiz mit Schweden. Ich sage, ich komme aus der Schweiz und dann kommen sie, ja, du kommst aus Schweden, ja. Das ist beides mit Schw und das verwechselt die Leute und das haben wir jetzt im Dialog auch eingebaut. Aber es ist doch ein Unterschied, ob man für Schweden ist oder für die Schweiz. Ja. Also, hello Mohammed, hello. Verstehst du, wenn ich Schweizerdeutsch rede? Woher kommst du? Woher kommst du? Kommst du aus
aus dem Mittleren Osten irgendwo oder aus der Türkei oder woher kommst du? Kommst du vielleicht aus Syrien oder kommst du aus Nordafrika oder woher kommst du? Und wo wohnst du? Bist du in der Schweiz daheim oder bist du jemand anders daheim? Michael, das ist ein Problem. Das ist immer ein grösseres Problem in der Schweiz, dass man weniger Schweizer trifft, weil es schon ganz viele Expats hat. Es hat viele Expats in der Schweiz. Und wie redest du mit deinen Expats-Kollegen? Redest du mit ihnen Deutsch oder redest du mit ihnen Schweizerdeutsch? Aber es ist sicher eine gute Idee, dich einzuschreiben für unseren Kurs, weil du kannst auch zum Zoom-Treffen kommen. Wir haben einen Kurs, es ist immer eine Geschichte, die wir jetzt geschrieben haben und aufgeladen. Ich tue sie aufladen, ich bin sie am Aufladen. Und dann haben wir ein Zoom-Treffen später. Okay. Ja. I'm losing, losing oder hören? Tust du hören? SRF-Podcast hören. Das ist auch eine gute Idee. Sie hat viele interessante Podcasts. Ich habe auch einen Podcast. Und wenn du schon ganz gut bist mit Schweizerdeutsch, dann kannst du auch in die Konversationsgruppe kommen. In der Konversationsgruppe haben wir auch Zoom-Treffen, 40, 50 Minuten jede Woche und wir reden über viele verschiedene Sachen, viele verschiedene Themen, über Politik, über Freizeit, über das Essen, über Gewohnheiten, über Sommerzeit und den Frühling und wir reden über alles Mögliche und das ist immer ein schönes Treffen mit mit den Leuten von der Konversationsgruppe, aber dann musst du schon ein bisschen besser Schweizerdeutsch können. Also du musst schon hauptsächlich Schweizerdeutsch reden. Der Schweizerdeutschkurs, du kannst das sehen auf dem Link, der Schweizerdeutschkurs ist 49 Franken pro Monat und du hast ganz, ganz viele Kursmaterialien schon online und jede Woche ist ein neuer Text und eine neue Geschichte parat und ein neuer Livestream mit Zoom-Treffen. Und du hast Flashcards, wo du kannst mit Flashcards lernen. Ja, also du kannst dich anmelden, dich einschreiben, den Kurs abonnieren und nach 7 Tagen erst musst du zahlen. Also wenn dir der Kurs nicht gefällt, kannst du vorher das Abo künden und dann musst du nicht zahlen. Und wenn er dir gefällt, dann musst du nichts machen, dann kannst du einfach weiterhin bei uns bleiben und ja, mitmachen. Am besten ist, wenn du kannst mitmachen und wenn du kannst auch ins Zoom-Treffen kommen. Ins Zoom-Treffen, dann kannst du auch reden. Ja, im Zoom-Treffen. Und sonst, ja, das ist häufig das Problem. Viele können zum Beispiel Hochdeutsch reden und sie reden immer Hochdeutsch und wenn sie switchen auf Schweizerdeutsch, das umstellen, das ist nicht immer einfach. Aber eben, das kann man auch üben, zum Beispiel mit uns im Podcast, im Zoom-Treffen, in unserem Kurs.
Ja, ich bin da. Ich muss noch das Thumbnail anschreiben. Sie haben immer nur den Namen 1, 2, 3 mit Zahlen und das wiederholt sich zu fest. Ja, also, wir können, wenn du auf unsere Homepage gehst, siehst du auch, was wir für andere Themen hatten. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was haben wir für ein Thema gehabt am letzten Montag. Ich bin voll in dieser Woche, in... das letzte Montag haben wir das Thema gehabt in der Bar. Das war auch eine lustige Geschichte gewesen, mit einem Glückstrink. Also die kannst du schon schauen, die ist schon online. Oder dann haben wir das Thema gehabt, einkaufen auf dem Markt mit dem E-Bike. Das war auch ein Thema gewesen vor 2 Wochen. Also du kannst auf unsere Homepage schauen, was wir schon alles gemacht haben. I lie quickly. Du tust lügen oder liegen. Du musst ins Bett. Es ist schon 9:30. Okay. Ja, das ist gut. Also du willst dich verabschieden. Michael, danke fürs Chatten, danke für deine Nachfrage und bis bald. Melde dich bei uns, du kannst mir eine E-Mail schreiben oder du kannst auch über WhatsApp mich benachrichtigen und dann können wir zusammen, kann ich dir das zeigen, wie das geht, wenn du noch Fragen hast oder deine Frau, wenn deine Frau Fragen hat. Okay, jetzt bin ich da zurück. Und ja, jetzt habe ich den alles parat. Ich habe auch Audio aufgenommen. Ich tue immer Audiodateien aufnehmen. Und dann könnt ihr auch das schon hören. Hallo Cynthia. Ich glaube, dich kenne ich. Du bist schon im Kurs gewesen, oder bist? Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Okay, genau. Du geh auf meine Homepage und geh schauen, was wir machen. Mhm. Cynthia, wie geht's dir? Interessierst du dich für das Shooten? Interessierst du dich für den Fußball? Ich tue da. Also ab heute am Abend, nach unserem Live, sollten die neuen Geschichten online sein. Also dann kannst du schon schauen, was wir machen, was für eine Geschichte wir haben. Du siehst auch schon die Fragen, die wir parat gemacht haben. Und zum Beispiel, hallo Sultan, die Frage ist, hilft Fußball für den Weltfrieden? Was denkst du? Hilft Fußball für den Frieden auf der Welt? Für den Frieden auf der Welt. Oder ein anderer Mannschaftssport oder Sport generell. Hilft das für den Frieden auf der Welt? Oder ja, Schweizerdeutsch lernen hilft vielleicht auch für den Frieden auf der Welt oder Sprachen lernen, weil dann kann man mit den anderen reden und man kann sie besser verstehen. Woher kommt ihr? Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus der Schweiz, aber ich bin in Afrika geboren. Also das ist nicht immer klar, wenn man aus einem Land kommt, dass man die ganze Zeit in dem Land war. Ich bin aber nur kurz in Afrika gewesen. Aber es hat auch viele Afrikaner in der Schweiz, viele Afrikaner, was denken ihr, welche Nationalität ist am meisten vertreten in der Schweiz? Welche Nationalität? Sind das die Italiener oder sind das die Spanier oder Ex-Jugoslawen, könnte man fast sagen, also Albanier oder wer ist am meisten vertreten? Welche Nation? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeschaut. Was denkst du?
Was hörst du am meisten auf der Schweizer Straße? Ja, gut. Jetzt muss ich die Homepage auftun, dass ich das aufladen kann. Das ist meine Web-App für die Administration. Genau. Ich habe es vorbereitet. Monday 8 p.m. Lesson heisst das. Also am Montag, am Abend, am 8. Fangen wir an. Dann ist ein Livestream und du kannst den Livestream sehen. Und halb 9 haben wir ein Zoom-Treffen. Am halb 9 ist Zoom-Treffen. Und ich lade dich herzlich ein, du dich einschreiben. Albanien. Cynthia, du sagst am meisten, die grösste Gruppe von Ausländern in der Schweiz sind Albanier. Hallo Adam, nice to see you. Nice to see you, schön dich zu sehen. Wie geht's? Wie geht's? Woher kommst du? Wir haben die Frage gestellt, auf welches ist die grösste Gruppe von Ausländern in der Schweiz? Cynthia, du meinst, es sind Albanier? Ich glaube, Ex-Jugoslawien hat schon recht viel. Ich habe auch aus Sri Lanka hat es, glaube ich, auch recht viele Leute. Also, mein Onkel hat recht viele Leute aus Sri Lanka, die bei ihm arbeiten. Ja, danke, mir geht's gut. Und dir? Du verstehst Schweizerdeutsch, aber du schreibst Englisch. Aha. Hallo, Ali Maleki. Ali Maleki. Hallo. How are you doing? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Wie geht's dir? Ja, ich bin da immer noch am Aufladen. Ich bin nicht so effektiv. Also, aber dafür kann ich mit euch reden. Und ich kann euch verraten, was das Thema ist nächste Woche. Oder ihr könnt raten, you can guess. Was ist das Thema nächste Woche? Okay. Was ist das Thema? Oh nein, ich muss da noch den Abstand anders machen. Es geht um Sport. Nächste Woche geht es um Sport. Wir werden über Sport reden. Und zwar ein grosses Sportereignis, das im Moment stattfindet. Wir wollen über Fußball reden. Spielst du Fußball? Spielst du Fußball? Bist du ein guter Fußballspieler? Ali Maleki, am meisten bin ich in Zürich, aber eigentlich am meisten bin ich online. Ich habe nicht, ich mache eigentlich alles mit Schweizerdeutsch machen wir online. Ah, Adam, genau. Ich bin nicht so fließig gsi. Ich bin schon lange, ich habe ein bisschen weniger Livestream gemacht. Aber für einen Kurs haben wir jede Woche ein neues Thema gehabt und im Kurs gibt es jede Woche am 8. einen Livestream. Also wenn du möchtest regelmäßig dabei sein, dann lade ich dich ein, du dich einschreiben. Es ist nur 49 Franken pro Woche. Du hast über 300 Lektionen, Geschichten und du hast immer einen neuen Livestream und ein Zoom-Treffen am Montagabend. Ich bin im Moment im Norden. Mein Mann kommt von Polen und ich bin ganz im Norden. Darum, wir haben die gleiche Zeit. Es ist 9:30 bei uns. Aber es ist hell. Es ist noch hell. Ich habe gedacht, ich tue mich verraten. Weil es jetzt schon dunkel ist. Ja, ist es schon ganz dunkel in der Schweiz. Sehr wahrscheinlich ist es ein bisschen dunkler. Aber da im Norden ist es auch sehr früh am Morgen schon hell.
sehr früh am Morgen. Also du bist eine gute Detektivin, du bist gemerkig, du hast das gemerkt, dass da noch hell ist. Ja, das ist genau so. Also, darum haben wir alles online. Online können wir mit den Leuten aus der ganzen Welt reden. Wir haben Schüler aus Amerika, aus Australien, aus Kanada, aus Israel, aus Brasilien, aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Viele sind in der Schweiz, aber nicht alle sind in der Schweiz. Es gibt auch Leute, die im Ausland sind und Schweizerdeutsch lernen. Und das ist meistens, weil sie Familien haben. Familien, die Schweizer sind. Hallo Mohammed. Hallo. Lehrst du schon lange Schweizerdeutsch? Wie lange lernt ihr schon Schweizerdeutsch? Sind ihr ganz neu in der Schweiz oder sind ihr schon 10 Jahre in der Schweiz? Wie lange sind ihr schon in der Schweiz? Und wie gut könnt ihr schon Schweizerdeutsch reden? Oder vielleicht sind ihr nicht in der Schweiz. Du findest meine WhatsApp-Nummer im Linktree, im Link unter dem Film. In den Informationen kannst du meine Homepage finden und du kannst meine WhatsApp-Nummer finden. Genau. Und ja, nächste Woche reden wir über Schweizerdeutsch, aber magst du dich noch erinnern, Cynthia? Oder bist du dabei gewesen, letzte Woche, was wir gemacht haben? Ja? Letzte Woche haben wir über Bar geredet und wir haben ein Rezept gemacht, ausprobiert für einen neuen Mocktail. Weißt du, was das ist, ein Mocktail? Also, wir sind ganz kreativ gewesen und haben eine Geschichte gemacht über eine Frau, die einen neuen Mocktail macht. Also ein Cocktail ohne Alkohol. Ein Cocktail ohne Alkohol. Ich bin meistens zu faul. I'm too lazy. Ich bin zu faul, zum komplizierte Sachen machen. Ja, wenn du willst, kannst du noch schauen. Wir haben über eine Geschichte gemacht in der Bar. Das Thema war in der Bar. Eine Frau, die neu in der Bar arbeitet und darum kennt sie noch nicht alle Drink und dann macht sie selber einen neuen Drink. Ihre Spezialdrink und ihre Spezialdrink ist so, dass er alle glücklich macht. Ein Glücksdrink. Vielleicht, man sagt ja, die Liebe geht durch den Magen. Dann hat sie das vielleicht mit viel Liebe gemacht. Oder es ist auch ein besonders guter Drink. Und wenn es den Leuten gut geht, wenn sie gesund sind, dann sind sie glücklich. Wer weiß? Also das ist Sache von deiner Interpretation. Wieso denkst du, ist das ein Glücksdrink? Also die Lektion ist schon online, die könnt ihr schon schauen. So you can check our lesson we had last week. It's online about a drink without alcohol, which is called mocktail and makes people lucky. So, ich habe es nicht getestet. Ob der Drink wirklich glücklich macht. Wenn ihr wollt, könnt ihr das testen. Ja. Und jetzt tue ich Bilder aufladen und Audio aufladen und Texte aufladen und am Schluss zeige ich euch, wie das aussieht. Dann könnt ihr schauen,
wie euch das gefällt. Ich hoffe, das funktioniert, weil irgendetwas zeigt er nicht an. Sonst muss ich das nachher auf einem anderen Computer machen. Ich habe nämlich den Laptop genommen. Hallo, Deutsch lernen. Hallo. Ja, jetzt kommen wir schon der 4. Text. Und ein guter Ausdruck, den wir da haben. Es hat mir den Ärmel reingenommen. Jetzt hat es mir den Ärmel reingenommen. Wisst ihr, was das heisst? Also der Ärmel, das ist vom Arm, so zum Beispiel von einem Kleidungsstück. Das ist der Ärmel. Und wenn es da reinnimmt, wer weiß, was das heisst? Es hat mir den Ärmel reingenommen. Das ist etwas Besonderes. Das sagt man, glaube ich, in Deutschland nicht so viel. Deutschland, auf Deutsch würde ich sagen, es hat mich gepackt. Es hat mich gepackt. Könnte man auch sagen. Es hat mich gepackt. Ich habe im Moment, I can't answer my WhatsApp, but I don't think you've written to me. Have you found my number? So, you've got to check, Mohammed. Yeah, it should be in the description. So go to my description and then find my number and then you can write to me. But right now I'm busy, so I will answer later. Okay, für wer bist du? Das ist jetzt der Teil gewesen. Für wer bist du? Für welches Team bist du? Cynthia, hast du ein Team? Bist du Fan von einem bestimmten Team, von einem bestimmten Land? Und jetzt noch Audio 4. Ja. Also. Meine WhatsApp-Nummer, ich kann sie sagen. I can tell you my WhatsApp number. I said it once in Swiss German, so maybe you didn't understand. Du bist für die Schweiz, Cynthia auch. Okay. Da haben wir viele Leute, die für die Schweiz sind. Das ist gut, das gibt keinen Konflikt. Wenn wir Fans sind von verschiedenen Teams, von verschiedenen Ländern, dann gibt es plötzlich Konflikt. Ja, aber ich glaube, es ist okay. Mohammed, ich komme aus Fribourg. Fribourg ist eine zweisprachige Stadt, also nicht Freiburg in Deutschland, sondern Fribourg in der Schweiz. Und woher kommst du? Where are you from? Woher kommst du? Okay. Machen wir es mal zum ersten Mal einfach so. Der erste Teil ist aufgeladen und jetzt kommt noch der zweite Teil. Wir haben immer so einen Basic-Film, den habe ich jetzt noch nicht aufgenommen, aber ich tue schon den Text aufladen. Ja. Okay. Also, woher kommst du? You are the 10 cities of the Lucerne League. Oh, ich verstehe das nicht. Es sind 10 Städte in der Luzerner Liga. Du spielst Fußball. Mohammed, spielst du Fußball in der Liga? Zeit.
Der Titel unserer Lektion ist Chute. Chute. Also Fußball spielen. Wir können das in einem Wort sagen. Chute, das heisst eigentlich so viel wie kicken. Also du tust einen Ball kicken mit dem Bein oder so. Das heisst Chute. Luzern. Mohammed, du kommst von Luzern, von Luzern. Ja, ich habe viel Familie in Luzern. Luzern ist auch eine schöne Stadt. Ganz schön. Thumbnail. Basic. Okay. Gut. Mal schauen. Jetzt können wir mal online schauen, ob das gut ist. Wenn es gut ist, dann zeige ich euch. Tun wir mal die Homepage auf. Oh, ich habe den Thumbnail vergessen. Ich muss noch den Thumbnail auf tun, sonst sieht man es nicht. Ich glaube, er ist alles ist ein Problem. Yukam Lulu, du kommst von Taiwan und du hast ein lustiges Problem. Ah ja, du redest sehr viel Schweizerdeutsch und jetzt hast du Probleme mit Hochdeutsch. Du mischst das. Du mischst Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Wenn du mehr Gelegenheit suchst zum Hochdeutsch reden, dann haben wir einen Deutschkurs am Dienstag am Abend am 8. Es ist das gleiche Thema, die gleiche Geschichte, aber wir lesen und reden auf Hochdeutsch und haben ein Zoom-Treffen, wo wir auch Hochdeutsch miteinander reden. Aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Niveau ist für dich. Ich weiß nicht, wie gut, dass du schon Hochdeutsch redest. Ah, das war eben mein Problem. Ich tue etwas aufladen und er sieht das nicht. Okay, Jute. Texte sind nur Texte da. Kein Audio und kein Ding. Also, ich mache das drinnen weiter. Ich kann euch mitnehmen. Or the dots. Ich mache das am 3. Punkt 3. I'll do that on 3. Okay. Also Hochdeutsch und Schweizerdeutsch ist sehr ähnlich und das ist manchmal ein bisschen das Problem, dass man dann mixt. Ja, wir reden 3 Sprachen. Nous pouvons aussi parler français. Vous pouvez écrire en français et puis je traduis un peu en suisse-allemand. Also wir können noch Französisch dazugeben, aber wenn ihr Lust habt, können wir Französisch miteinander reden. Okay, gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein und schauen, wie das geht. Drinnen ist es schon dunkel. Ganz dunkel. Okay, einen Moment. Da ist mein Büro. Und muss ich mal schauen, wie das ist. Ja, also wir reden 3 verschiedene Sprachen. Welche Sprache redet ihr?
Welche Sprache redet ihr? Was für Sprache redest du? Vielleicht redet ihr auch viele Sprachen. Hm. Ich muss das ein bisschen weniger hell machen. Da. Ja. Ja, welche Sprache redest du? Welche Sprache redest du, Lulu? Welche Sprache redest du, Adam? Welche Sprache redest du, Mohammed? What languages do you speak? Und Cynthia, welche Sprache redest du? Was redet ihr für Sprache? Okay, dann wir mal schauen. Ich glaube, das ist. Aha. Jetzt muss ich noch den Ordner finden, den richtigen Ordner, wo das alles drin ist. Und dann ist es gut. Gut. Hm. Komisch, komisch. Also, ihr könnt, Cynthia, du hast geschrieben, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Super. Also, du redest auch sehr viele Sprachen. Und Deutsch. Und Deutsch. Russisch, Türkisch, Arabisch, Englisch und Deutsch. Wow, Adam, du redest viele Sprachen. Das ist unglaublich. Also, hast du die alle später gelernt oder bist du in diesen verschiedenen Kulturen aufgewachsen? Und wie kann ich das aktualisieren? Hm. Eieiei, ich habe ein Problem. Es will nicht aktualisieren. Giusto? Ich muss das auf dem anderen Computer irgendwie machen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe etwas gemacht auf dem anderen Computer und das, was ich dort gemacht habe, finde ich jetzt da nicht. Ah, jetzt ist es. Es braucht ein Zeitchen. Ah, jetzt ist es da. Okay. Ich glaube, man muss einfach Geduld haben. Habt ihr viel Geduld? Geduld, das ist wichtig. Okay, Thumbnail. Jetzt muss ich da wieder. Wenn ich fertig bin, dann kann ich euch den VIP-Kurs zeigen, unseren Text zeigen. Ja, jetzt ist alles da. Cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Mal schauen. Das zweite Bild und das zweite Audio. Dann das dritte Bild und dritte Audio. Could you please read it again? Oh, read what? Could you please read it again? I'm not sure what you mean.
Jetzt bin ich dritte Bild, dritter Text. Vierte Bild. Sonst muss ich nachher meinem Sohn anrufen. Mein Sohn ist unser IT-Spezialist. Und er, wenn wir ein Problem haben, dann können wir ihm anrufen. Er ist auch der, der die Homepage gemacht hat. Read the WhatsApp number. Meine WhatsApp-Nummer, das ist 077 942 21 21. Das ist meine WhatsApp-Nummer. 077 942 21 21. Genau, wenn du willst, kannst du mich kontaktieren auf WhatsApp. Genau. Ja. Ich glaube, wir müssen, ihr müsst das später, ihr könnt das später anschauen. Irgendetwas ist nicht gut mit dem Dings. Ich könnte meinem Sohn schreiben. Die Web-App sieht die Bilder und die Texte nicht. Und das Audio. Das muss ich ihm schreiben. Genau. Bitte, Mohammed, bitte, ist gern geschehen. Gut, also heute am Abend bin ich am Ding aufladen, unsere Lektion aufladen. Ich kann auch noch das machen für German Dog. German Dog ist unsere deutsche Seite für unseren Deutschkurs und vielleicht komme ich in der Zwischenzeit dann eine Antwort über von meinem Sohn. Vielleicht komme ich hoffe, ich komme eine Antwort über von meinem Sohn. Aber wir haben eben den gleichen Text, das gleiche Thema für Deutsch. Und das ist Fußball. Interessiert dich das? Interessiert dich Fußball? Tutte. Spielst du oder schaust du Fußball? Oder hast du lieber anderen Sport? Ein anderer Sport wie Basketball. Mein Sohn ist ein grosser Basketball-Fan. Früher ist er ins Shooten gegangen, aber jetzt geht er ins Basketball. Okay, hallo, Mohammed, hast du mir geschrieben? Ist das du? Bist das du? So, I got a WhatsApp message. Okay. Also, jetzt bin ich gerade ein bisschen rausgekommen. Es geht ums Shooten, das geht Fußball. Tun ihr gerne Fußball spielen? Ihr habt noch nicht so viel über Fußball geschrieben. Oder spielt ihr lieber andere Sport? Eben, mein Sohn ist Basketballspieler und meine Tochter spielt lieber Volleyball oder aber nicht in einem Club. Nicht in einem Club. Der Sportler, der im Club ist, das ist mein Sohn, der Dominik, und er spielt Basketball. Er ist gross, er ist 1,95 Meter gross. Also, das ist sehr gross für das ist sehr gut zum Basketball spielen.
Das ist sehr gut. Und er trainiert gern, er trainiert viel mit seinen Kollegen und im Club. Nicht nur im Club, aber mit seinen Kollegen und im Club. Aber im Moment muss er aufpassen, weil er hat sich verletzt. Also Sport ist schwierig. Im Sport kann man sich verletzen. Im Mannschaftssport auch, wenn man gefoult wird, zum Beispiel. Manchmal gibt es ein Foul oder andere Leute rennen in einem rein oder sie stehen dir auf den Fuß oder so und dann nachher hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem, genau. Und habt ihr auch schon Sportverletzungen gehabt? Sportverletzungen. Zum Beispiel, mein Sohn hat schon zum 3. Mal seinen Fuß verstaucht, seinen rechten Fuß verstaucht. Also er muss aufpassen, dass das nicht wieder passiert. Er hat den rechten Fuß so vertrampelt und sich ein bisschen verletzt. Es ist nichts gebrochen. Es ist nichts gebrochen. Die Knochen sind ganz. Aber ja, er muss aufpassen. Und es hat ihm wehgetan. Jetzt ist es schon fast wieder gut. Ah, da funktioniert. Okay. Na, da seht ihr die Bilder. Das ist cool. Also ich kann euch dann sonst Hochdeutsch, unseren Deutschkurs zeigen. Und dann seht ihr das, es ist eigentlich gleich wie der Schweizerdeutschkurs auch. Die Bilder sind die gleichen, die Texte sind die gleichen. Also wenn du willst, kannst du parallel kannst du Schweizerdeutsch und Hochdeutsch lernen. Wenn das nicht kein grosses Durcheinander gibt in deinem Kopf. Ist das gut, parallel zu lernen? Was denkst du, oder ist es nicht gut? Es ist wichtig, Hochdeutsch ist wichtig, weil das ist unsere Schriftsprache. In der Schweiz schreiben wir und lesen wir eigentlich auf Hochdeutsch. Ausser jetzt mit SMS und so manchmal schreiben wir auch Schweizerdeutsch und dann müssen wir auch Schweizerdeutsch lesen. Aber generell ist Schweizerdeutsch unsere mündliche Sprache und Hochdeutsch ist unsere schriftliche Sprache, unsere Schriftsprache. Hallo Dorje, wir sind da am Danke, gut, mir geht's gut. Und dir? Ich bin gerade am Homepage aufladen. Ich tue die neue Lektion aufladen und mit euch ein bisschen reden. Das Thema der nächsten Woche ist Jute. Jute, also. Das ist das, was jetzt aktuell ist in der Sportwelt. Genau. Dir geht's perfekt. Ja, schön. Es ist Freitagabend, wir stehen vor dem Wochenende und fürs Wochenende hast du, wenn du Lust hast, Zugang zu unserer neuen Lektion und du kannst sie schon anschauen. Und am Montagabend haben wir einen Livestream. Ah, das habe ich jetzt zu viel gemacht. Okay, jetzt muss ich noch schauen. Ich habe die Fragen, ich habe 4 Texte und 4 Bilder und 4 Audiodateien aufgeladen und Flashcards. Da habe ich aufgeladen. Aha, da können wir natürlich die Fragen noch wegnehmen.
Und ich glaube, das ist jetzt gut. Das kommt gut. Das kommt gut. What other languages do you speak? Ah, Dorje, ich rede. Habe ich zweimal. Jetzt habe ich zweimal gedrückt. Okay. Dorje, Schweizerdeutsch ist meine Muttersprache und mit dem Hochdeutsch, aber als erste Fremdsprache habe ich Französisch gelernt. Ich bin in Fribourg aufgewachsen und ich bin schon auf Französisch in den Kindergarten gegangen. Melonator. Greetings from Sarne in Obwalden. Schön, liebe Grüße auf Sarne. Wir haben einen Schüler, der in Sarne, glaube ich, arbeitet. Ich glaube, es ist Sarne oder die Stanz. Jetzt bin ich nicht mehr sicher. Aber ich glaube, Sarne arbeitet er. Und er wohnt in Engelberg. Dort sind wir Ferien machen. Letzten Sommer haben wir auch ein Live drüber gemacht oder eine Lektion haben wir drüber gemacht, letztes Jahr. Und das ist ein schöner Ort, Engelberg. Also, ihn zieht es in die Berge. Er ist gerne in den Bergen. Und er geht jeden Tag Skifahren. Genau, ich habe Französisch sehr gern. Ich liebe Französisch. Es ist eine schöne Sprache für mich. Es ist nicht einfach wegen dem Schreiben und Lesen. Also, man liest viel Buchstaben nicht. Wie der Odermatt aus Kerns. Melonator, du kommst aus Kerns. Und der Odermatt ist auch aus Kerns. Ich bin zu wenig informiert. Okay, du meinst den Skifahrer Odermatt? Ja? Gut, jetzt da noch ganz oben. Der Skifahrer Odermatt. Ja, das ist ein erfolgreicher Skifahrer. Ein anderer Schweizer Nationalsport, wo ganz viele Leute machen. Und das ist, oder wo Leute in die Schweiz kommen, machen, Skifahren. Aber jetzt ist gerade die Skifahrsaison vorbei. Melonator, du hast in 2 Jahren Schweizerdeutsch gelernt. Super. Kannst schon perfekt Schweizerdeutsch. Kannst schon sehr gut Schweizerdeutsch. Kannst über alles reden, was du möchtest. Okay, jetzt sind wir dann fertig. Das ist eher eine einfachere Lektion. Okay. Jetzt gehen wir schauen, ob das, ich kann euch sonst das zeigen. Auf Hochdeutsch jetzt funktioniert. Aha. Genau. Du möchtest. Melonator, wenn du möchtest, kannst du mir schreiben auf WhatsApp. Da, und wir können es zusammen abmachen, weil ich habe den VIP Schweizerdeutsch-Kurs. Der ist A2 ungefähr Level. Aber wir haben auch eine Konversationsgruppe und in der Konversationsgruppe sind wir fortgeschritten. Also dort sind Leute, die schon nicht mehr Übersetzungen brauchen, wo man nicht mehr alles muss übersetzen auf Englisch oder so. Spendli immer gesagt. Deine Gespendli haben immer gesagt, dass du gut Schweizerdeutsch redest. The mirror is spinning. Please write it in the chat.
Spendling. Also ich kann nicht gut im Chat schreiben. Ich tue nicht gerne auf dem iPhone schreiben, aber ich habe euch da, das da. Das ist mein Computer und da ist eben unsere Internetseite. Das ist jetzt Deutsch, aber wir haben das Gleiche für Hochdeutsch. Das ist German Dog. Und das ist die Lektion, die ich aufgeladen habe, Fußballspiel oder das Fußball. Und da kommt dann noch ein Film rein, ein kurzer Film mit diesen Sätzen. Hopp, Schweiz, das sind einfache Sätze. Und am Dienstagabend am 8. Uhr ist da, kannst du da klicken und dann gibt es Live-Lektion. Aber jetzt zeige ich euch noch da, wenn wir runter scrollen, dann kommt unsere Geschichte. Tuesday 8 p.m. Lesson. Und ihr habt auch Flashcards, wenn ihr auf Learn drückt, habt ihr Flashcards und Print habt ihr so eine Druckversion vom Text. Und da ist der Text und Audio. Und dann gibt es ein bisschen Krach und dann sind sie plötzlich voll begeistert, weil die Schweiz natürlich sehr wahrscheinlich gewonnen hat. Und am Schluss haben wir Fragen und die Fragen, die besprechen wir dann auch besprechen in unserem Zoom-Treffen. Also wenn du am Dienstagabend hierhin kommst, oder auf Schweizerdeutsch ist es am Montag am Abend, dann nachher fährt da der Live an. Der nächste Live ist also für Hochdeutsch ist am 23. am Dienstag. Und du kannst da schreiben. Und am Schluss, nach dem Live, kannst du da draufklicken, Speaking Practice. Und dann können wir im Zoom-Treffen miteinander reden. Das ist die Idee. Also nicht nur lesen und hören. Viel hören ist gut, aber auch reden. Miteinander reden. Also vielleicht, Melonator, wenn du nur Schweizerdeutsch redest und Hochdeutsch nicht so gut kannst, ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, dein Hochdeutsch ein bisschen aufzupolieren. Genau, das ist mein Computer da. Genau, Be Real ist gut. Das ist gut. Manchmal ist es mit der Distanz ein bisschen schwierig, aber man kann auch online real sein. Ich versuche echt zu sein. Ja. Beautiful pictures. Okay, danke schön. Melonator, du bist schon Deutsch. Darum hast du so schnell Schweizerdeutsch gelernt, weil du hast schon Deutsch können. Genau. Das ist gut, wenn du die Challenge hast. Nicht alle Deutschen sind mutig genug oder überwinden sich zum Schweizerdeutsch reden. Der Anfang ist schwierig zum Reden, weil die Schweizer nicht das Gefühl haben, dass man sich lustig macht über sie. Das ist schwierig manchmal. Okay, du lernst besser Schweizerdeutsch als Standarddeutsch. Gefällt dir Schweizerdeutsch besser? Jetzt muss ich da schauen. Muss ich eigentlich anstellen? Okay. Am Anfang ist es schwierig, ja. Vielleicht ist das, wenn du nur Hochdeutsch redest und du möchtest einfach Schweizerdeutsch reden, ist in unserem Zoom-Treffen ein guter Ort, wo du Schweizerdeutsch kannst üben, bis es ein bisschen besser geht. Und dann kannst du raus auf die Straße gehen und du kannst mit den anderen einfacher Schweizerdeutsch reden. Hallo Papito. The beginning is difficult. Ja, wichtig ist, dass man keine Angst hat zum Reden, keine Angst hat, dass man zuerst wie ein Papagei ein bisschen wiederholen.
Oder auch, was wir immer machen in unserem Zoom-Treffen, ist zuerst laut lesen, weil sehr viele Leute reden Hochdeutsch und sie haben die Gewohnheit, immer Hochdeutsch zu reden. Und zum Schweizerdeutsch zu kommen, machen wir die Übung. Also zuerst lesen wir den Text noch einmal laut lesen. Genau, die Schweizer sind stolz auf dich, dass du so gut Schweizerdeutsch redest. Du liebst den Schnee in der Schweiz, genau. Und du bist in der Nähe der Berge, also du kannst sehr schnell in die Berge gehen. Und dort Skifahren oder Schlitteln oder Langläufeln oder was auch immer im Schnee. Schneeschuhe laufen, Schneewanderungen machen. Ein Bootsmann. Ich verstehe nicht, was du meinst, Melonator. Ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Also, jetzt gehen wir mal zurückgehen. Mal schauen, wie das geht. Basic. Nein, ist. Ja, ich glaube, das ist soweit so viel von mir. Ich muss da meinem Sohn anrufen und schauen, ob er etwas helfen kann mit dem. Ah, ja, Nidwalder und Obwalder sind 2 Hauptkantone, aber sie sind Hauptkantone, weil sie gestritten haben zusammen, weil sie nicht sind zusammen ausgekommen. Mit der französischen Invasion hat das etwas zu tun. Ah, Papito Alf, bist du österreichischer Politiker und Künstler? Genau. He ruled for 6 years. Du meinst jetzt den österreichischen Artist in der Politik oder den Napoleon? Ich komme nicht mehr drauf mit dir. Okay. Ich habe den Faden verloren. Ich weiß es nicht genau, was du meinst. Also, ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, einen guten Start ins Wochenende. Geniessen es, geht vielleicht in die Bade oder so. Ich hoffe, ihr habt Zeit für euch und euch zu entspannen und das schöne Wetter zu geniessen. Und dann sehen wir uns am Montagabend im Schweizerdeutschkurs oder am Dienstagabend im Hochdeutschkurs. Wenn ihr wollt, schreibt euch ein, testet den Kurs gratis für eine Woche. Und das Abo kostet 49 Franken auf Schweizerdeutsch und 59 Franken Hochdeutsch. Genau. Und dort könnt ihr schon jetzt schauen. Hochdeutsch ist aufgeladen, Schweizerdeutsch ist nur der Text. Dort ist gerade ein technisches Problem. Das müssen wir noch lösen, aber ihr könnt die älteren Lektionen anschauen. Dort sollte alles gut funktionieren und alles gut sein. Ihr könnt den Livestream von letzter Woche anschauen über die Geschichte, wo jemand in der Bar einen neuen Drink erfindet. Ja. Alles Gute, macht's gut. Tschüss zusammen.